Moje Veronique, heute sitzen wir nicht. Ganz allein, ohne Publikum. Die Covid ist noch immer präsent. Das ist der Deppes. Me, geschwind könnt aber an die könnt sicher, den ist nämlich voll los. Und zwar ist das das Gläschen. Am Juni ist Dekoration noch schon ein bisschen dem angepasst. Wir haben einen Teller hingesetzt, wo ein Gläschen drauf steht, eine Box Menschen drauf liegt, Kamelle, Nüsse, Mandarinen, Äpfel. Und natürlich nicht zu vergessen, für all die Basekanner, ein Rot. Also, die Gesicht, heute schwätzen wir ein bisschen über die Gläschen, gläsersches Dach, den Gebrauch, aber auch Rituale, und ein bisschen drüber, was dann der gläsersches Dach, heute Dach in unserer Gesellschaft für einen Platz anhält. Veronique, wie geht dir da mit dem Gläschen? Hast du Erinnerungen? Wie war das für dich, wie die Gläschen kommen, als wie du klein warst? Oder wie feiert dir gläsersches Dach daheim mit der Kammer? Ja, also Nikolausdach erinnert mich immer an meine Kindheit zurück an. Eigentlich war das ein Tag, wo wir auch viel an der Familie zusammen waren und alle was gefeiert haben. Und ich verband das nicht mehr mit so positiven Erinnerungen an flotte Gefühle. Und ich fand auch, dass die Vielfalt war etwas Besonderes, weil schon ein paar Tage für drin konnte man dann etwas an der Schung, ein Mandarin oder Nuss. Und dann auch den Abend, die Gläser kommen, als waren wir alle aufgeregt. Und dann sind wir ganz früh aufgestanden, um zu gucken, was denn da am Brust hat. Und eigentlich war das immer ein flotter Moment an der Familie, wo wir den ganzen Tag konnten spielen, wir mussten an die Schule gehen. Und wir haben aber auch Lieder gesungen. Und wo ich klein war, ist das auch immer an der Schule gefeiert, weil dann hat alle Schulklasse hat ein eigenes Lied vorbereitet und dann hast du Klassen an so wie Festsaal gekommen, wo dann Teacher verteilt wird. Und die ganze Zeit, die ganze Ambiance hätte ich einfach gern. Und noch von Schlumm und darin gesehen, dann denke ich immer an die Nikolausdachszeit, wo dann echt der Deichter geht, aber wenn wir da von der Schule gekommen sind, wo man oft dann so Mandarinen gehen, so da die aufgekauft, sonst nicht ist, und dann ein gut hast Tee. Die Zeit ist aber ganz gemütlich immer bei uns gewesen. Aber daheim bei uns, da haben wir ja zwei Jugendliche, die kriegen noch immer so Poesieigkeiten oder einen Teller. Und die erste Jahr ist auch das Älteste, das ist auf der Uni. Und da wollten wir ihm vielleicht so ein bisschen Schokolade schicken, als für alle Tüder nicht bei uns. Also noch mit dem Corona. Und bei dem Klangen, du hast doch so, dass er den Teller kriegt an ein kleines Spielsache. Und obwohl ich viel Druck kriege, hat es dann schon gelöscht. Ja, klassisches Dach, also bei mir ist das auch, also lo nach daheim, als Mädchen mit 19 Jahren, das ist auch noch immer wichtig, sein Gläschen unter dir, den hängt noch immer da und du kannst doch noch alles selbst dran und das ist auch wichtig, da selbst dran können, dann freut sich alles drüber, wenn du selbst dran hast. Aber für mich, so wie du gesagt hast, es gibt ein paar so Sachen, die einem spontan an den Kopf kommen, wenn ich an die Gläschen denke. Bei mir ist zum Beispiel der Geruch. Die Gläschen ist für mich der Geruch von den Mandarinen. Die Gläschen hat immer nur Mandarinen gekriegt. Und das, ich meine, das bleibt ein Leben lang. Und war doch, bei mir ich erinnere mich immer an die erste Kehr, wo ich einen Hut gekriegt habe. Da war ich nicht brav und ich war richtig spät daheim. Und dann hat mein Papa gesagt, pass auf, du kriegst einen Hut. Und ich ja, es war ein Hut am Schong. Und das habe ich nicht vergessen. Wir haben ein paar so Leute da gefragt oder ein bisschen so gefragt, was sie von Erinnerungen und die Gläschen oder was die Gläschen für sie bedeutet, was die Gläschen für Stellenwert für sie hat. Und das haben wir gefilmt und das gucken wir uns mal an. Ich heiße Traudi und ich komme ursprünglich aus Bayern. Ich bin also in Bayern aufgewachsen. Und da wird der Gläschentag anders gefeiert als hier. Das ist nicht der 6. Dezember, der wichtig ist, sondern bei uns ist der wichtige Nikolaustag der 5. Dezember. Der Nikolaus kommt am Abend, nicht am Tag des 6. Dezember. Und bei uns gibt's auch nicht so große Geschenke. Der Nikolaus bringt nur eine Kleinigkeit und die großen Geschenke, die bringt das Christkind am 24. Dezember. Ich bin ja jetzt schon lange nicht mehr in Bayern, aber ich erinnere mich noch, wie es war, als ich klein war.
Natürlich habe ich auch an den Nikolaus geglaubt, als ich ganz klein war. Der kam dann immer, hat uns eine Kleinigkeit gebracht und aus seinem goldenen Buch vorgelesen und hatte auch seinen Begleiter dabei. Der heißt in Bayern Knecht Ruprecht. Das ist also dasselbe wie hier der Hosecker. Und irgendwann hat aber meine ältere Schwester dann bemerkt, dass die Hände von dem Nikolaus genauso aussehen wie die Hände von einem guten Freund von meinen Eltern. Und ab da war natürlich klar, das ist nicht der echte Nikolaus aus dem Himmel, das ist der Freund von meinen Eltern. Ja, und als wir dann größer waren, da sind meine Schwester und ich selber als Nikolaus und Knecht Ruprecht verkleidet zu den Nachbarskindern gegangen. Wir haben so eine Maske aufgesetzt und meine Schwester hat den roten Bademantel von meiner Mutter angezogen und ich war der Knecht Ruprecht und da haben wir bei einigen Nachbarskindern geklingelt und haben eine Kleinigkeit vorbeigebracht. Ja, und das ist jetzt schon mehr als 25 Jahre her. Ich weiß nicht, ob sich der Brauch vielleicht ein bisschen verändert hat während der Zeit, aber so war es jedenfalls damals. Also wie ich klein war, da haben wir nie so wirklich Käse gefeiert, weil als Portugiesin haben wir das nicht so richtig kommt. Und der erste Jahr, wo wir wirklich Käse gefeiert haben, da hat mein Bruder 5 Jahre und der Käse aus Bayern gekommen und das war ein richtig Fried und ich hatte eine riesige Patzi, die ich noch heute bis das habe. Und für mich Käse aus Fried lebt der Schokolade. Also für mich ist den Käse eine von meiner schönsten Erinnerungen von meiner Kindheit, weil ich schon immer einfach Fried gehabt für den Tag mit der Familie zu feiern. Ich war auch immer ganz, ganz verwöhnt von meinen Eltern und hatte auch von meiner Oma. Mir die hat mir auch am Vierer immer Angst gemacht mit einem Buch, wo sie gesagt hat, okay, es von der Sprache wieder, dann gebe ich dann einen Rundel kreieren, und okay, es von Space wieder gebe ich dann einen Kreuz kreieren, an den Hosiger und der Klasse gebe ich das dann aber gucken. Darauf sind gebe ich dann entweder ein Kado kreieren oder eben ein Hut. Und das hat trotzdem einen ziemlich großen Impact auf mich, wo ich ein Kleinkampf war. Ma welche Stelle wert hue de Kläschen dann an eiser Gesellschaft, Daniel? So wie lo die letzte Zeit in der Stadt gefiel, dat de Kläschen immer viel mat Konsumerverbindung bräucht hat. Verschiedene Kanner kennen de Kläschen an méi oder sie vermösch, also verweselen dann mam Per Noel oder mam Weihnachtsmann. An schon aber so den Eindruck, wie wann dat nemmi so präsent am Kopf von de Leute ja, wie zu der Zeit von mir noch klein waren. Ja, das ist richtig. Also wie mir klein war auch Population hier am Land vielleicht Männer Multikulti so nicht. Es war praktisch jedereen, den ich ging mengen. Jedereen hat gläsersches Dach gefeiert mit allem, was der Tisch, Teller, schon setzen. Jedereen hat den Gebrauch kannt und noch oprecht erhalten. Mittlerweile wohnen viel mehr Nationen, Leute von vielen Nationen hier am Land, viele Religionen, die den Gebrauch von der Religion hier nicht mehr kennen. Es merkt ihr nicht auch von den, zum Beispiel Schulklassen auf Besuch kriegt, die eine Geschichte wollen lauschen kommen, über die Kläschen oder einen Workshop machen über die Kläschen. Da sind schon ein paar die Kanner, die nicht mehr wissen, wen den Herr ist. Wie war man da war feiere, wo den Bischof, was das für ein Mann war, wo den gelieft hat. Also Kenntnis drüber, das hat schon aufgeholt. Bei uns an der Wurzelbildung, also da war ziemlich wichtig, dass der Gebrauch oprecht erhalten, dass zwei Gründe oder eigentlich aus engem Grund gehört zu unserem Kulturerben. Und nicht zuletzt doch, weil die Kläschen sind ein paar Jahre auf der Liste von der UNESCO vom Patrimoine kulturell immateriell drauf gestaltet worden. Also tut nicht etwas mit Religion zu dienen, wenn ihr seht, die Kläschen waren Bischof, mehr als einfach ein Wertschatz an unserem Kulturerben. Und dafür also da ist wichtig, dass über die Kläse geschwärzt wird, über den Gebrauch geschwärzt wird und da sind die Informationen einfach weitergeht. Wir machen dadurch verschiedene Sachen, zum Beispiel wandern, ein Lesehäuschen aus,
dann haben wir Lesungen mit flotte Geschichten, lustige Geschichten über die Gläschen für die Kleinen. Wir machen aber auch Workshoppen über die Gebrauchgläschen, für ein bisschen die Kinder zu erklären, wo könnt das hier, wie war der Mann, wo hat er gelebt, für was geht die Boxe Männchen auf unserem Teller, für was geht das Nuss, wo könnt das hier, für was setzen wir schon, oder aber auch, wie feiern die Leute an andere Länder die Gläschen, weil auch da gehen es verschiedene Nuancen. Auf Frankreich wird ein bisschen Ernstes gefeiert wie bei uns zum Beispiel, ein bisschen einen anderen Zeitpunkt, nicht den 6. Dezember, mehr erst an der Nacht vom 5. auf den 6. oder so weiter. Du an noch Geschichten, die variieren, wenn man sehe vom Zinniklos, der spielt ganz klar hier an der Stadt, kann ich noch die Plätze gucken gehen, mehr hier am Lauträngischen gibt es eine ähnliche Geschichte, die aber angepasst ist und hier geegent. Wir machen am Anfang pur so Atelier, wo die Kinder ein bisschen mehr über die Gläschen und den Gebrauch kennenlernen. Es gibt übrigens auch ein ganz flotte Rallye hier an der Stadt, den das Jahr allerdings wird wohl nicht statt können fanden, die für Schulklassen angeboten wird, wo Rallye durch die Stadt aus, wo ich auf verschiedenen Plätze geht, die konkret etwas mit dem Gläschen oder mit dem Saint-Nicolas zu den haben. Zum Beispiel die Kathedrale, so ein Platz. Kathedrale aus dem hellischen Zinniklos geweiht. Oder, wie ich gesagt habe, die vom Zinniklos, die spielt am Bredeweh, verloren Kast. Auf die Plätze kann ich gucken gehen. Und das ist wirklich ein ganz flotten Rallye. Und wenn das stattfindet, dann kann in den engem nimmen Euro de Matze machen. Et muss ich aber auch so, dass die Gläschen mittlerweile mengenisch geht an dem ganzen Konsum Gedösel an, wat auch aus das Jahr aus der Corona ja auch noch dazwischen kommt. Tischcht viel Sachen sind ausgefallen, zum Beispiel als Lesheise, wo man dann so Geschichten erzählt, wo man so Workshops konnte man, das nicht. Nicht als auch, dass die Gläschen mit dem großen Umzug am Anfang vom Christmarkt an die Stadt könnt, all die Sachen fanden nicht statt, auch sogar der Christmarkt aus nicht. Es sind zwar Lichter schon da, mit die kein Buden da. Und laschka, wie ich durch die Stadt gegangen sind, da hatte ich ein richtig komisch Gefühl, weil all die Sachen engem, aber irgendwie, die passen an den Jahresauflauf an noch fehlen die. Und ich habe mich gefragt, was möchte das eigentlich mit den Leuten, wenn so Rituale oder so Zeichen oder so Feste am Bank ja nicht mehr sind oder total ernstes sind, total aufgeflacht sind, das möchte ja komisch Gefühl. Und ich habe mich gefragt, brauchen wir eigentlich, auch wenn wir nicht religiös sind, wir brauchen wir so Rituale. Oder wann, ja, für was brauchen wir sie? Du kannst es vielleicht etwas als Pädagogin darüber erzählen. Ja, Rituale sind ja eigentlich besser so wie Spiegelbilder von unserer Kultur oder unserer Gesellschaft. Und wenn man so guckt, dass an all Kultur, an all Gesellschaft gehen Rituale für allem bei verschiedenen Situationen am Leben, zum Beispiel wenn ihr Kind opwelken, gehen ja Rituale für die Geburt oder wenn ihr bestört wird oder wenn ihr Mensch stirbt, also auch so, dass dann all Kultur gehen verschiedene Bereiche, Rituale für dann noch Todeszeremonie zu machen oder den Tod zu feiern. Und eigentlich gehen die Bereiche und die Rituale als eine Orientierung an der so etwas wird dann immer zurückkommt, wird immer auf die dynamische Art und Weise gefeiert wird, aber wird dann so zum Leben dazu gehört. Und dadurch, dass das sich immer wiederholt, also da etwas, wird als Menschen so das Gefühl von Struktur gibt, von Sicherheit, Stabilität. Und das brauchen wir aber auch als Menschen, vor allem an einer Zeit, wo ganz viel Ungewissheit ist, wo viel hektischer Stress ist. Also der Flot von den Sachen hat, wo einfach zurückkommen, die immer nämlich sind, aber wo sich darauf verlassen. Und auch Kinder, wo gerne Wiederholungen, eine beständige Welt, wo sie sich sicher fühlen, an ja, eigentlich aus der etwas Flottes, was zum Leben dazugehört. Und durch so Ritual ist es auch oft so, dass Menschen zusammenbrechen gehen, weil dann ein Gefühl von einer gemeinsamen Identität entsteht,
möchten etwas zu summen an einen Gruppe an für den dat gefehlt den als Individuum auch dazu gehört an oft sind noch so Rituale mit positiven Gefühlen verbundener positiven Emotionen kann ich Fried delen oder eben wann zwar Rituale sie vom Tod auch vielleicht Trost gehen oder Trauer erleben an dafür ist aber auch etwas was wichtig ist am Leben von der Leute an kann ich noch von der Rituale so sie gehen als eigentlich eine Orientierung am Leben aber wenn ihr guckt gehen natürlich auch Rituale die so an den Auflauf von der Jahreszeiten passen so zum Kalender dazu gehören zum Beispiel über den dabei Eis Vorsenzeit oder am Februar Lichtmistag und dann Osterzeit warum verschiedene Gebräuche sind und dann am Hirste der immer besonders das an Christtagszeit, Nikolaustagszeit an das ist eigentlich auch flott, weil ihn dann Gefühl von der Jahreszeit kriegt aber all die Jahreszeit verbindet ihr mit anderen Ritual dabei an eigentlich durch Rituale erinnern wir also oft an als Kantität, weil das schon mit, also weil ihr zum Beispiel ich erinnere mich dann mit Vorzeit, wo ich selber Lichter gegangen sind oder wie wir dann an der Familie Ostern gefeiert haben an das sind aber auch oft flott Souveniren, die ihn dann hört, an die ihn dann noch im weiter, wo Generation zu Generation weitergehen und noch singen eigene Kanner weisen am Vierleben. Das ja dann noch am Anfang wichtig, dass sie gerade also Wursten eben noch davon singen Erinnerungen an eben so Gebrauch beschreibt, wie das kann man gesehen, wie das war, wie mir klein waren, wie lo aus, das ist ja dann noch wichtig, dass das weitergeht an dem Moment. Ja, weil wenn ihn selber positive Erfahrungen gemacht oder selber das auch für ihr wertvoll ist, dann also ja ein Vorbild für den Kanner an, wenn das lebt, dann gehen Kanner immer da groß an. Vielleicht, wenn sie dann mehr alt sind, und selber kann auch nun sie auch Lust, den Gebrauch weiterzugehen oder auch die gewünscht weiter, also die Rituale weiter zu feiern. Weil du doch gedacht, das, also, für mich ist das doch so steckt daheim, wo ich halt wieder gesagt, dass die Gläschen mich erinnert und ein Geruch, so wird es an der Treppe, am Treppenhaus bei uns geriecht, wenn die Gläschen an den Schrank kommen. Der Geruch, den nun ist, das ist so ein Wohlgefühl, werde ich schon, wenn ich daran denke, oder gedenke gewissen hämisch Gefühl, die Erinnerungen an das fand ich das auch ganz wichtig fand ich auch für Kanner, dass sie sich ein bisschen an einen Kokon fühlen mit so Ritualen. Ja, das ist richtig, ja. Me heinst du denken ich mal lo grad an dieser Zeit Virogläschen mat den ganzen Deplier, mat de Kadoen, die kann er sich könne wünschen, mat denen schöne Boutiquesfensteren, mat denen keine Ahnung aktionsreichen Weekender, Verkaufs op besonderscher und so weiter. Heinst du denken ich mal zwar das auch de gläsersche Dach von dem ganze Konsumrausch überwältigt gött an Anfang an den Hintergrund könnt, also kann er sie mehr drauf aus viel Geschenke zu kreieren, also sie noch vielleicht dann enttäuscht, wenn sie nicht die richtigen Geschenke kreieren oder nicht all die Geschenke kreieren, die sie sich gewünscht haben. Das macht mich eigentlich ein bisschen traurig, weil ich fand, dass das so geht an dem ganzen daheim so spüren, Kleinigkeiten, die engem Fried machen. Wie gesagt du dat mit dem ganzen Konsum den am Moment wo der schon mir lang der 4 wird. Ja, das stimmt, weil wenn ich so gucke, also mir ist schon aufgefallen, dass die letzten Jahre schon nicht viel von Jahr zu Jahr mit prägen, jetzt im September, weil die schon also Gläser an den Supermärkten, an die ganzen Süßigkeiten, an Spielsachen, die dann die Eltern sollen verschenken, die stehen auch schon ganz frei an den Supermärkten. Und das ist nicht mehr wie für drunter, das kurz für drunter ist. Das ist Besonderes, das mit schon mehr lang für drunter, an den Medien, an den Geschäften, überall zu Reklam gemacht. Und das fand ich auch immer schön, weil es dann nicht mehr etwas ist, wo ein Fried tut, dem Moment, mit der zieht sich dann über die pure Menschen. Und auch wenn ich so gucke, wo ich klein war, habe ich Gläser gesehen an der Schule oder dann, als ich nicht mehr bei IC an der Schule kam. Und
haut das ja so, dass praktisch all Supermarché irgendwie einzelne Gläschen anlöt und können dann ein Teacher sich gehen und dann hast noch den Umzug an der Stadt oder verschiedene Ortschaften. Und hier hast du gesagt, die noch Kanner, die zum Beispiel schon 6 Mal beim Gläschen waren, 6 verschiedene Karten gekriegt und überhaupt den 6. Dezember aus und eben daheim lernst kommst. Und das heißt, du zu viel des Gute, weil dann, also ich mit Frieden oder etwas Besonderes mit irgendwie sehen, über Flut von Reizen, auch von vielen Sachen, und dann näher den das nämlich schätzen, dass das etwas Besonderes ist. Das fand ich auch ein bisschen schwer. Und schon noch das Gefühl, dass, also kann er ja auch oft Wünsche, die sie dann haben für die Gläschen, an verschiedenen Eltern, die vielleicht Männer mehr haben, die haben auch nicht immer die Möglichkeit, all die Wünsche zu erfüllen. Und die fühlen sich dann hier unter Druck gesetzt von der Gesellschaft, weil das ein bisschen so an den Medien oder so viel gelebt wird, wie wann immer das Material das Wichtigste ist. Und eigentlich auch für mich persönlich war der Moment an der Familie, das flotzte nicht unbedingt die Geschenke, aber die ganz Vielfalt, die Spannung, das gemeinsam Zeit man nie verbringen. Und ja, das geht dann ein bisschen anders. Ja, das ist richtig. Also, da erinnert den sich ja nur am Nachhinein, also ich mal, mehr und das rundherum und der Geruch oder die Küche, wo in den Hut kriegt, dann Platz in Säßigkeit oder so, wie und die Geschenke, die auch Gläser ist das, boah, ich kann mich zwar auch noch erinnern, wie ich mich echt welche kriegt für mein Baby. Kann ich mich gut erinnern an die Schwester, dass ich an meine Schwester einkehr zu 2, haben wir ein Kassettenradio kriegt. Aber du waren wir zu 2, und wir haben ein Apps kriegt zu 2, und nicht jeder ein. Und nun, die Sachen erinnern den sich eigentlich nicht so, also die Kado sind nicht so präsent, also klar, den sie das wissen, mehr wichtig war, als für mich das, was rundherum war. Für mich auch. Aber eigentlich ist es ja auch, können wir ja auch als Eltern selber bestimmen, wie wir mit dem Gebrauch umgehen oder was wir daraus machen. Also wir können uns ja selber evaluieren, was für Werte wollen wir vermitteln mit dem Brauch oder was ist uns wichtig, als im Kant weiterzugehen. Also das Erste, dass wir als bisschen so verfeiern lassen von den Medien, von den Reklamen, und dass wir probieren viel zu konsumieren, als ein Kado wichtig sind, oder ist es vielleicht der andere Seite, dass der Gebrauch selber, Tradition, das zusammen sehen, dass das für uns wichtig ist, und das kann ich auch selber für sich gucken, und ob sich selber lauschen, und auf vielen, was passt dann als Familie, was wollen wir den Kanner vermitteln, aber das ist mehr wichtig, als eben Karten oder das besahnischt ist. Und vielleicht, ich fand noch das ja ganz schwierig mit der Corona-Zeit, weil da können Kanner ja nicht eigentlich so an live die Gläser gesehen. Ich denke, dass das wahrscheinlich dann auch nicht so an der Supermaschine ist. Aber von mal die Christmärz aufgesucht und dann eben auch den Umzug. Und vielleicht ist ja doch der Moment für selber sich zu evaluieren als Familie. Wie wollen wir das Jahr machen? Also für uns vielleicht eine flotte Gelegenheit, weil der Urlaub besonders fällt, für dann einfach einen flotten Moment an unserer kleinen Familie zu verbringen, mit den Kindern zu sehen, weil du brauchen sie nicht dann schon zu gehen, wir sind noch frei, weil es Sonntag ist, oder wollen wir uns also mit dem ganzen Konsum mitgehen. Ja. Weil eigentlich sind wir ja auch an der Hinsicht Vorbilder, an so wie als Konsum gewünscht sind oder so wie wir umgehen mit dem Konsum das so beeinflussen wir auch als Kanner. Sie merken ja dann auch, was für uns wichtig ist, also das echt, das sehr ein Geschenk einem gehen oder das auch ein flotter Moment an der Familie verbringen oder ja. Die eine oder andere Geschichte zu lauschen. Ja, genau. Auf für allem auch kleine Kanner haben das gerne, wenn sie Lieder sangen oder auch die Geschichten hören. Oder zusammen sangen. Also kann ich ja selber für sich gucken, was passt an als kleine Familie, an was wollen wir machen, ohne dass den nur
guckt an der Gesellschaft was mit der für sich selber guckt du hin wat voll mir als Kloster machen schon pur Bicher mat burcht die ich vielleicht kann man de Leiit mat op de Weg kann pur Bicher firstellen weil grad lo hast du dann noch vielleicht eng Zeit wohin Molng oder einer ja gemmittlech an eng Vorteil setzt mat zinge kannner an eng Flottgeschicht vum Kklese viel liest an der hun pur Mapurcht die kann ich lo firstellen das flott. So, immer dann zum Abschluss kommen, erzähle ich dann eine Geschichte, die auch ganz flott aus wie man sogar mit kleinen Kindern zu erzählen. Das ist eine Geschichte vom Kläschen, basiert eigentlich auf dem Buch Eine Geschichte vom Nikolaus von Mira Lobe. Was geht es? Wieder erzähle ich euch. Es war kurz vor Gläsersches da. De Kläschen, die war oben am Himmelszelt und senger Burzimmer umgangen und hat sich schön gemacht, Pratt gemacht für die großen da, wo Gläsersches da hoch bei Kanner auf der zu gehen. Und hat sich gut duscht, gewascht, den Bart schön gewaschen, gekämmt und hat sein Broll geputzt gehabt. Aber bei der Fenster, da stand, wie es sich gehört, sein Bischofsstab, de große Sack mit de Kado für die Kanner, sein Scheichon, die nimmer undeht, und natürlich sein Bischofshut oder sein Mitra. Du bausen, es war am Dezember, und am Dezember ist wieder nicht immer so ganz gut, es hat de Bause geschneit, es war ganz kahl, und da ist ein schrecklich Luft gewischt. Hey, auf einmal, schwupps geht es, das Fenster fliegt ab, an den dicke Luftzug könnt ran am Zimmer anhält dem Kläschen sing Mitra mat wäsch. Oh mei, so de Kläschen, wat meinst du lo? Mein Mitra ist fort, zu Fenster rausgeflohen. Ich kann nicht so weit Kanner gehen. Da kennt du chemisch. Ein Kläschen ohne Mitra am Kopf, dann das gesagt aus wie irgendein alle Mann, aber nicht wie de Kläschen. Ganz hastig wurden sie schon gedo. An den aus de Howen am Himmelszelt rundrum gelaufen, an den hört die Hellech, die ihn du begegnet hat, gefroht, wo dir nicht mein Mitra gesi lanscht flöhen. Und die haben alle gut in den Kopf gewinkt, ne, mir haben nicht so gesehen, mir Kläschen, dann geh mal da rüber auf der Erde, vielleicht findest du sie da, weil normalerweise, wenn etwas heu am Himmelszelt fällt, hochfällt, da landet irgendwann ein Kehr auf der Erde. Der Kläschen hat sich ein Wandzug gerufen, a schwupps as een Rof op d'Erd geflohen. An op der Erd, da hat het Gott sei Dank gut kräftig geschneit. E ganz dicken Schneeteppich loch do, sodass de Kläse Gott sei Dank auch nach Müll gelandet ass. A bei wem as se gelandet? Vier de Face, a B beim Kläschen singen Irselchen. Den Irselchen, dat ass jo den dem Kläsen immer kräftig zur Hand geht, wann bei Kanner geht, für die ganz viel Geschenke rundherum zu schläfen. Oh, Gott sei Dank, so de Kläschen. Gesinne Stöchelo, hei, Irselchen. Stell da mal vor, was mir geschieht aus. Mein Mitra aus dem Fenster rausgeflohen. Guck mal, wie ich lo ausgesehen. Ein Kläschen ohne Hut um Kopf. Das erkennt doch kein Mensch. Und den Irselchen hat de Kläschen ein bisschen komisch geguckt. Wie sieht ihr? Mal gesagt, so de Kläschen, du erkennst mich mal nicht. Ich bin nicht de Kläschen. Mein Mitra ist fortgeflohen und ich muss die so sehr wie möglich rumfahren. Hat ein Irselchen gedacht. Und evaluiert. Oh, Kläschen, hei, guck mal. Ich schon hei einen Hut, den kann ich da lehnen. Da kriegst du mans den Kopf nicht kahl, weil hei also ziemlich kahl auf der Erde. Den ganzen Schnee. Oh, was ist der Toten dann? So, der Kläschen, nee, du kannst nicht undauern. Das ist doch nicht im Kläschen sing Mutz. Das ist Mutz vom Weihnachtsmann. Nee, Irselchen, das ist ganz leid von dir, ich kann nicht mit einem Weihnachtsmann Hut durch da gehen. Dann mengen kann ich werde Weihnachtsmann und das geht nicht. Was machen wir da los, so, der Kläschen? Komm, ich mache mich weiter ob Tres iwwer dert und ich gi mo gucken, ob kann er nicht irgendwo mein Mitra von tun. Und ass weitergezogen. Noch ein bisschen eng Zeitchen in der Weg gewircht, und du kommen an ein Land, wo auch ganz kahl ist, ganz oben am Norden, bei Lappland.
Und hat nicht lang gedauert, da sind immer ein paar Kanner über den Weg gelaufen. Oh, Gott sei Dank, so die Kläschen, dir könnt mir bestimmt helfen. Wo dir nicht zufällig mein Mitra gesehen hat, Land fliehen. Kanner hat sich geguckt, nee, mir keinen so spatzen Hut gesehen, nee. Mir Kläschen, wir können da aber von Eisen hingehen. Wir haben immer so lappländischen Hittchen, die können wir da zur Verfügung stellen. Da lebst du halt wenigstens mit einem Hut drunter. Mein da, du hast doch nicht das Richtigste. So gesagt doch kein Kläschen aus. Nee, so die Kläschen zu den Kanner. Ich so nicht viel Muts Merci Kanner, aber du kann ich nicht unduen. Da kann kein bestimmt. Dann hört ihn den kleinen Süßigkeit geben, Merci zu sagen. Dann hört ihn den Hittchen rumgehen und dann ist weitergezogen. Meine Zeit, als in einem Land gekommen, wo ziemlich warm ist. Und hat doch da nicht lang gedauert, du hat ein paar Kanner begegnet. Oh, Gott sei Dank, noch ein paar Kanner, die könnt mir bestimmt helfen, so die Kläschen. Wisst ihr, was mir geschieht, als mein Mitra ist fortgeflohen. Und ich muss bei Kanner gehen. Und für das Kanner mich erkennen, muss ich die Mitra im Kopf holen. Wo die sie nicht zufällig gesehen haben, Land fliehen. Kanner haben sich auch geguckt, nee, mir okay, einen Hut gesehen, den nur Bischofsmutz ausgesagt, nee, Kläschen. Wir haben nicht so gesehen, wir können doch aber von unseren Turbanen gehen, weil wir haben hier in Indien einen Turban für den Kopf zu tun. Oh, so die Kläschen. Ich weiß nicht, ob ihn mich da oder erkennt. Ein Kläschen mit einem Turban im Kopf, das ist nicht das Richtigste. Nee, Kanner. Ich so nicht viel Muts Merci mehr. Ich kann das da nicht unduen. Nur ihnen eine Süßigkeit geben, für Merci zu sagen. Und dann ist weitergezogen. Und hat nicht lange gedauert. Dann ist in einem anderen Land gekommen, wo die Leute ein bisschen mehr ein Giel Hautfarbe haben und schließlich an. War aus China. Und noch heute ist direkt ein paar Kanner über den Weg gelaufen. Kanner, das ist dir nicht zufällig, wo mein Mitra ist. Ich habe meinen Bischofshut nämlich verloren. Den ist einfach so zum Fenster rausgeflogen. Weißt du, da ist so ein Hut, den oben so spatz ist, rot. Oder nicht gesehen? Kanner und den Kopf gerüsselt. Nee, Kläschen, leider können wir da nicht helfen. Wir können da von allen Hitterchen gehen. Wir haben nämlich so kleine Papayas-Hittchen. Die tun wir an, wenn wir am Reisfeld arbeiten, für uns von der Sonne oder den Mecken zu schützen. Die Kläschen gedacht, nee, das ist auch nicht das Richtigste. So ein Hut hat auch kein Kläschen an. Nee, Kanner, tut mir leid. Ich kann den Hut da nicht unduen. Tut mir ganz schrecklich leid. So nicht viel Muts Merci. Und dann hat ihn eine Süßigkeit gehen. Und dann ist weitergezogen. Hat nicht lange gedauert. Du hast die Kläschen an einem Land gekommen, wo ganz hoch Häuser stehen, groß Stiert sind. Aber an den Dörfern, da gehen riesig groß Wiesen, wo ganz viel Kühe drauf sind. War an Amerika gekommen. Und dann hat direkt ein paar Kanner begegnet, die Kanner von Cowboys sind. Oh, die Kläschen gesagt, dir kommt mir gerade zu Pass. Stell dich mal vor, was mir geschieht ist. Mein Mitra ist fortgeflohen. Und ich brauche da ein Mitra im Kopf, wenn ich bei Kanner login, den 6. Dezember. Wo dir sie nicht zufällig gesehen? Nee, so ein Kanner, nee, mir kein Mitra gesehen. Mir Kläschen, mach da nicht raus. Mir gehen dir von unseren Cowboys hit. Dann hast du aber einen Hut im Kopf. So die Kläschen, da kann ich vielleicht auf die Kühe aufpassen, ich kann aber nicht den 6. Dezember als Kläschen bei Kanner da gehen. Was denken die da, wenn ich schwer? Nee, Kanner, das ist ganz lieb von ihr, ich kann den Hut da nicht unduen. Dann hat ihnen vielmals Merci gesagt, ihnen eine Süßigkeit gesehen, ging und dann ist weitergezogen. Irgendwann kommen dann an einem Land an, wo es ganz warm ist, wo ganz viel Wildtiere leben. Wir waren an Afrika gekommen. Und noch heute hat es nicht lange gedauert, und dann hat ein paar Kanner begegnet. Oh, Kanner, dir seht meine letzte Chance, wo dir nicht zufällig meine Mitra gesehen lernt fliehen. Das ist so ein roten Hütchen, den oben ein bisschen spatz ist.
Und Kanner und sich so geguckt, da bist du gekichert, dann so gemacht. So de Kläschen an oder mit Mitra gesehen? Ja, so tun das elst von ihnen. Mir Hunde gesehen, nass lernst geflohen, das ist ein kleines Problem. Guck mal, Kläschen, du oben Baum. Kläschen hat auf den Baum geguckt. Aber was gesagt, den oben Baum? Du war sein Mitra, aber sein Mitra war nicht allein. Nee, sein Mitra war oben am Baum. Rund um die Franjel von seiner Mitra, du hatten sich ein paar Viecherchen ein Nestchen gebaut, und die sitzen alle Guten am Nestchen. Paar Jippelchen sitzen da. Oh mei, hat die Kläse gedacht, was meinst du da? Ich kann doch nicht die armen Viecherchen da aus ihrem Nest rausgeheult, nicht Futti machen sogar. Was soll ich da machen? Nur ein bisschen überlegt. Ach, du hast eine Idee. Und hat aus seiner Tasche ein Scheuer rausgeholt, und schnipp, schnapp, hat dann einfach die Franjeln von der Mitra aufgeschnitten. Du waren die Viecherchen mit ihrem Nestchen frei, und die Kläschen hat sich Mitra zwar ohne Franjeln, aber das ist ja nicht schlimm, das merkt ja keiner. Und die Kläschen kann sich Mitra auf den Kopf tun. Hallo, gesagt die Kläse, so richtig aus wie die richtige Kläschen, mit einer schönen roten Mitra am Kopf. Die Kläse war richtig froh. Kanner, die sieht immens, die hat mir so viel geholfen, und die hat den Kläserchen Tag gerettet. Und dann hat ihnen eine Süßigkeit gegeben, für ihnen Merci zu sagen, und dann hat die Viecherchen nach Eddie gesagt, und gesagt, so, lo muss ich mir aber schneller zurück machen, weil lo geschwind als Gläserchen da, und da muss ich mit dem großen Sack, mit den vielen Geschenken bei den Kanner gehen. Und die Kläschen hat sich sehr auf den Weg heim an die Himmelszeit gemacht. Und das war die Geschichte vom Kläschen, den sich Mitra verloren hat, die Gott sei Dank ja gut ausgegangen ist. Vielleicht könnt ihr die Geschichte ihrer Kanner in dieser Zeit, wo ihr ein bisschen mehr Zeit hat und eine gemütliche Zeit ist, daheim erzählen. Jedenfalls eine ganz flotte Geschichte. Ja, schon noch das Jahr ein paar Bücher mitgebracht, die da wert sind in dieser Zeit für ein Gläserches Tag, mir auch vielleicht nur noch die Kanner viel zu lesen, mir aber auch Sachen für die Erwachsenen, wo die sich ein bisschen können weiterbilden. Einerseits finde ich einfach die Bücher, die kleine Geschichten über die Kläschen, über Mom-Kläschen erzählen. Zum Beispiel eine Geschichte von Nikolaus, oder heißt für die ganz Kleinen, das ist der heilige Nikolaus, wo in der Kanner Büsse kann erzählen, wen ist der Mann, was möchte, wo könnten hier, so die ersten Erfahrungen am Kläschen. Oder ein paar Bücher, die Büsse wie witzig sind, dem Kläschen sein Eselchen, der spielt Tresfever, der Tisch, das sind Büsse wie fantasievolle Geschichten, die in denen Klänge kann, an der 4 Gläserches Zeit erzählen. Dann habe ich aber auch ein paar Bücher mitgebracht, die sich echter den Gebrauch vom Gläserches Tag drehen. Heißt zum Beispiel für Klibberener Gläschen. Du hast Kapitel dran, das eben just über den Gebrauch von Gläserches Tag halt zu Lützeburg schwätzt. Oder auf Lützeburgisch aus dem Deutschen übersetzt von Christine Marx, die Legende vom Hellischen Nikolaus. Das erzählt pur Legende vom Kläschen, einfach für Büsse kennenzulernen, wen der Mann war, wo gelebt hat, wo auf die Welt gekommen ist. Und für was feiern wir eigentlich Gläserches Tag, für was aus den Kläschen überhaupt ein Hellische gibt. Dann habe ich auch ein Buch mitgebracht, Europäisch Märchen vom Kläschen. Das ist ein Buch, das Legenden erzählt, die aus ganz Europa kommen, weil nicht überall sind, an alle Länder sind die Legenden vom Kläschen dieselbe, mir immer ein bisschen adaptiert. Und ich habe noch ein witziges Buch mitgebracht, das ist nicht so ein witziges Buch, das ist aber ein ganz interessantes Buch. Das Nikolausbuch, das ist ein Buch, das geschrieben wurde, eben just für Leute, die an den Paaren, an den Ortschaften oder sonst durch da Gläschen spielen, aber bei Kanner kommen. Das ist ein kleines Handbuch, wo ganz interessant Sachen gewürgt über die Gläschen, über den Gebrauch vom Gläschen, also für sich ein bisschen zu formieren, wann ihr nur als Gläschen wollt, will.
Oder ein Buch, Nikolaus mit Kindern feiern, der das ein bisschen eng Handreichung für Leute, die mit Kanner schaffen, wie ihr das kann gestalten, für mit den Kanner zum Thema Gläschen zu schwätzen. Und zu guter Letzt habe ich noch eine ganz flotte CD mitgebracht, die gibt schon ein paar Jahre mehr, die ist wirklich der Wert, die heißt «Wir werden noch ein». Das sind kleine Lieder, aus Sprüchelchen, auf Lützeburgisch, über die Gläschen, aber auch vom Christkindchen. Und sie lauter so mehr gängige Lieder, die man schon kennen aus unserer Kindheit, die darin noch wert sind, dass sie weiter gedroht werden. Nicht zuletzt habe ich eine Luft gemacht mit ganz vielen Büchern für gläserches Zeit und auch für die Advents- und Christzeit. Bücher, die ihr mit Kindern gucken, aber auch für sich weiterzubilden. Das Luft kann ihn bei uns kriegen und der Wurzelbildung brauchen es schon eine Mail zu schicken oder anzurufen, dann kriegt ihr das Luft, wenn ihr das da wollt. Merci Daniel, du hast ja aber für jeden etwas dabei. Und, ich weiß gar nicht, dass so viele unterschiedliche Sachen zu dem Thema gibt. Ja, wir kommen noch heute zum Schluss. Merci, dass ihr nicht dabei wart. Und den älteren Kaffee, die findet immer ein Monat statt, an der Wurzelbildung, an Alkes ist ein anderes Thema. Nur im Dezember ist ein geplant Stress im Familienalter. Wir sich ein bisschen alles im Thema Stress, aber wie wir sollen als Eltern oder umgehen dreht. Ja, also ich wünsche euch alle eine schöne Nikolaus-Zeit, Christmaszeit und hoffen, dass den guten Helge Mann doch mal dir gut meint das Jahr. Und wir geben uns frei, wenn nächstes Jahr, wenn wir dann als Kinder mehr live gesehen auf der Platz oder da wie flott ist, für mit den Leuten zu schwätzen, Austausch zu haben. Wir schauen als Übergang von vielleicht machen wir einen Film oder wir sehen uns ein live zu einem Thema. Adi! Adi!